Es wird Zeit für den letzten und somit eigentlich auch zweiten Halbfinale beim diesjährigen Spengler Cup bei NHL 19. Und zwar die Russen gegen die Tschechen. Kurz gesagt. Spielstart nicht simulieren. Nee, wir wollen direkt weitermachen. Und zwar, das ist eine gute Frage. Welche ist die Heimmannschaft? Weiß gar nicht. Theoretisch müsste die Russen sein, wenn sie schon recht sind, sind die Russen. Es sind die Russen, es sind eben die Russen, die Heimvorteil haben. Zumindest theoretisch. Das heißt, die Tschechen, Srinek oder wie immer die heißen, spricht es ja garantiert wieder falsch aus. Sie sind die Gäste. Und vermutlich könnte es ein spannendes Halbfinale werden. Vermutlich. Wir werden sehen. Jetzt überlege ich gerade, habe ich eigentlich alle Teams jetzt gespielt schon? ACD, ja, logisch. Teamkan habe ich auch einmal gespielt. Oder? Moment. Ganz kurz nachgucken. Gegen Magnitogars garantiert. Davos kann da natürlich Davos. Dann hat er gegen Kalpa, aber glaube ich Kalpa genommen. Ice Tigers gegen Kanada, da waren die Ice Tigers. Kanada garantiert auch. Oh, kann echt sein, dass jetzt die Tschechen noch gar nicht gespielt haben mit denen. Ich bin gar nicht mehr sicher, die Liste kurz überflogen. Was war das denn? Geht's noch höher? Obwohl die bei uns, okay. War wohl noch ein Stock von ihrem Weg. So, Magnitogorsk. Der hat ordentlich Rums drauf. Irgendwie sind meine Verteidiger überall nur nicht dort, wo sie sein sollen. Was hat das denn gerade für ein Auftakt? Okay, Tschechen in Führung. Verdient von dem her, also spielen wir gut gerade. Da vor allem keiner mehr auf dem Tor. Was machen die Nummer 9 da links hinten? Hä? Okay, jetzt kommt die Scheiße wieder. Da hatten wir doch schon mal mit den Ice Tigers vor 2 Spielen etwa. Der Auswechselfehler sozusagen, ja. Der Gegner im Sturm, was macht der Spieler? Ich wechsle erstmal aus. Ah, ich habe kein Glück mehr, super. Dankeschön für den Pass. Und das Bulli vor dem gegnerischen Torhüter. Eigentlich nie verkehrt. Eigentlich. Ja, ja, ja. So, schon besser und... Sag mal, hat es langsam mal hier. Boah. Was war das für ein Verkehr? So, das halt nochmal. Es ist wieder mal das Gleiche. Immer ist irgendwie... Aua! Ein Stock im Weg. Ich komme nicht mehr zum freien Schuss. Boah. Das fängt ja geil an. Die sind noch schlimmer als die Kanadier. Ich dachte, das ging gar nicht. Aber das ist ja zumindest mal eine perfekte Manndeckung. Da kannst du nicht groß meckern. Also kannst schon, aber wer macht das schon? Darf ich jetzt vielleicht auch mal ein Ding haben? Mann! Alter, sind die pingelig. Das habe ich auch noch selten erlebt. Der Puck war genau auf der blauen Linie. Nee, das darf's nicht. Abseits! Okay, gut, ich darf so nicht mehr Bulli machen, muss ich anders machen. So. Ja, passen geht nicht gut. Ist überall jemand im Weg.
Ihr merkt schon, ich will einen Ausgleich haben, dass er hinten liegt, gefällt mir gar nicht. Ich erinnere mich irgendwie an... Ja. Das Match der Ice Tigers zurück. Da kann er bitte mal reingehen. Ich habe rechts unten gezielt und trotzdem gekriegt. Zuerst war er links und dann rechts. Was macht er jetzt da? Man merkt schon, die Spieler sind so heiß darauf, sind schon am Rumbacken. Wortwörtlich. Die Offensivchancen sind da, die Tore aber noch nicht. Was ist das für eine Scheiße? Das kann doch einfach nicht sein. Oh, Moment, musst du machen. Doch nicht, okay, vergiss es. Hui! So. Nein! Ich kriege gleich die Midlife Crisis. Dankeschön. Schneller Wechsel. Und schneller Wechsel. Wow. Also bloß in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ich mag dich nicht. Das ist wohl. Mann! Ständig ist ein Stock dazwischen. Hier kriegt jeder die Krise. Komm nicht daran vorbei. Was ist das denn? Wenn man keinen Stock dazwischen ist, die anderen haben einen Torhüter vor mir. Geil. Super. Aber das ist eine Situation. Zu dritt kleben sie an den gegnerischen Stürmer. Keiner macht etwas. Die von meinem Tor gefällt mir gar nicht. Nein, Alter! Ich habe schon gesehen, es ist nur blau war, nicht grün, aber dachte, hey, das könnte doch klappen. Oh, so schöne Torchancen. Es war so schön, es hätte so schön werden können. Ist alles für den Arsch. Ich glaube, das ist das schlimmste Torhüter im ganzen Turnier. Das klappt man einfach nicht. Es steht 1-0 für Trinek, für die Tschechen. Guck mal das an. 9 Schüsse zu 2 und sie führen. C. Ja, du bist auch C. Sehr geschlänzter Pass. Der klappt hier doch nicht. Da ist schwierig zum Abfangen, aber kann ich auch keinen richtigen Direktschusspass oder Direktpassschuss machen. Oder wie auch immer. Weil der Torhüter natürlich mehr Zeit zum Reagieren. Das gefällt mir auch nicht. Ich war genau gegen... Warum hat er jetzt nicht einen Check gemacht, wie ich wollte? So, jetzt hat das geklappt. Und wieder ist der Gegner im Weg. Wieder ist der Gegner im Weg. Und wieso ist der Pfosten im Weg? Mann! Muss ich echt noch mit Würgen versuchen, oder was? So, wir sind... Oh. Da kann ich nichts für. Ich kann den Spieler nicht steuern in dem Moment, wo er den Puck annimmt. Das geht nicht. Und wenn doch, dann weiß er nicht wie. Und im Trainingsmodus nicht erklärt. Oh, ich muss mit Nachstochen irgendwie so reinkriegen. Es hilft alles nichts. Verteidigung ist zu stark, ich komme sonst nicht vorbei. Keine Chance. Und das im Fehler machen, kann ich irgendwie vergessen, glaube ich. So, du bleibst weg da. Du bleibst weg.
Du bleibst weg. Nein! Ich habe den schon drin gesehen. Ich habe ihn drin gesehen. Gut, das ist sowieso ein Fehler in diesem Sport. Das war auch ein Fehl. Wow, der auch. Oh, Schwein gehabt. So, geh mir aus der Sonne, geh mir aus der Sonne, geh mir aus der Sonne. Nein! Ich treffe das scheiß Tor nicht. Ja, was machst du? Entweder also Position schießt oder denkst, yeah, da kriegst du ihn garantiert rein. Oder Verteidigung spielen und hoffen, dass du ihn dann reinkriegst. Eigentlich müsstest du beides kombinieren. Das wäre natürlich die Creme de la Creme, aber ich glaube, dafür braucht noch viel mehr Training. Ey. Das tat weh. Das hat auch weh. Na, mach jetzt. Nein, er wurde blockiert, der Stock. Ey, ich kann nicht spielen, hallo. Das ist auch ein Foul. Ich kann nicht abspielen. Ja, super, nicht schon wieder. Also, die Scheiße wieder. Aber das schimpft. Das tut doch weh. Ist doch scheißegal. Ich will ja Tore schießen, verdammt nochmal, und nicht nett sein. Ah, Mann! Schier mir wieder verarscht. Ja, ist ja gut. Sprich deine Strafen aus, solange du noch kannst. Ja, ich sehe es ja ein, ne? Ist ja bloß der Frust. Mit groß F und klein R. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nein! Wieso hast du so lange gewartet? Wieso ist nicht schneller zum Pack hin? Alter, wäre ein Unterzahltor gewesen. So was liebe ich ja. Also man hat das Gefühl, mit Unterzahl ist, also sprich, wenn ich nur 4 Spieler habe, aber irgendwie spiele ich irgendwie besser. Tatsächlich, da geht sogar die Abwehr besser. Ja, Leute, das kenne ich. Das Problem. Hallo, was ist da los? Nein! Das zweite ist gleich auch vorbei. Ich kriege keine Tore mehr rein. Was ist das? Scheiße, war zu spät. Ja, also, hab's versucht. Ihr müsst es versuchen, ging nicht anders. Der muss irgendwie reingehen. Ich muss mir einen Torhüter rausnehmen. Nee, bin ja eh kein Fan von. Es klappt so selten. So. So. Nein! Jetzt war es der Pfosten, nicht der Torhüter. Leck mich am Arsch. Deswegen stand ich ja da, weil ich dachte, ja, endlich. Endlich. Weil ich dachte, wegen Abpraller. Ich kann Abpraller verwerten. Oh Gott sei Dank. Ich habe mich selten immer so über einen Treffer gefreut. Die Russen gleichen aus zum 1:1. Nach einer haarsträubenden Aufholjagd mussten sie vieles über sich erdulden lassen. Ihr Let's Player auch. Ja, kannst du laut sagen. Und da ist es, das 1:1 durch Magnussen. Nummer 70. So. 50 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Nö, vergiss es. Da jetzt kein Fehler mehr.
Ja gut. Und dachte mir einfach so, hey, komm. Kannst ein bisschen hin und her schlänzen, guckst du mal, Schuss. Dass der reingeht, damit habe ich nicht gerechnet. Nö, keine Sekunde. Ich dachte einfach, ja. Vielleicht noch ein Abprall, aber dann wäre es zu wenig Zeit gewesen. Es war halt die Stockhandseite. Und dann schön links oben. Ja. 2-1. 2 Tore in der letzten Minute des Mitteldrittels. Ja, das musste auch erst einmal, also da wird der Hund in der Pfanne frügt. Nee, sowas gibt es auch noch im Eishockey. Und im Fußball vielleicht auch, aber sich nicht, dass Tore so schnell fallen. Da meistens der Weg beim Fußball von der Mittellinie bis zum Tor ein bisschen länger ist als hier im Eishockey. Du bist relativ schnell noch beim Tor. Okay, das kam unerwartet, doch natürlich erfreulich, nehme ich gerne mit. Hier ein Team die Führung zu verteidigen. Würde jetzt bedeuten, dass ich jetzt einfach das ganze Drittel ja ein bisschen sage, oh, zurücklehnen, Verteidigung stärken, vorne nichts machen. Nee, Leute, da kennt ihr mich doch schlecht. So, natürlich geht's im Angriff. Wir sind Russen. Ja, wenn es läuft, läuft es plötzlich, oder? Was ist denn jetzt? Aber auch jetzt wieder, ihr seht's. Ich habe nicht viele Verteidiger um mich herum, die mich abblocken. Ich muss dich passen und einfach sagen, jo, versuch's mal. Zack, drin ist er. Und wieder war es halt die Stockhandseite. Dann hat er ihn kurz nach hinten geswitcht, ja, eben das, keine Ahnung, wie heißt der Schuss? Er stand da gerade, wie er hieß. Gut, war natürlich auch Glück, hey, ich habe in den Pfosten getroffen, oder in den Latte, je nachdem. Also in den Kreuz. Alter, jetzt fallen plötzlich Tore, die ganze Zeit, nö, kein einziges Tor, aber jetzt plötzlich, jetzt kommen sie. Komm, wisst ihr was? Ich mach nichts, ich schieß doch nur. Ist es irgendwie ein Algorithmus, der so getriggert wurde? Von wegen, okay, jetzt habe ich 20 Mal aufs gegnerische Tor geschossen. Ich bin auf Stufe Halbprofi, jetzt muss jeder Schuss rein. Also, ja. Wenn ich tschechischer Coach wäre, ich würde einen Torhüter rausnehmen. Das ist doch fix und fertig. Bis er solche Schüsse hält, er sonst das ganze Spiel durch, kein Problem. Jetzt plötzlich ist einer nach dem anderen durch. Ja gut. Mir soll es recht sein. Ich mache natürlich weiter, ist ein schönes Training. So. Ah, jetzt hält er wieder, okay. Ja, puh. Mein, weißt ja nie, oder? Na, was machst du? Was machst du? Hui, hui, so, gehen wir nach vorne. Die Spieler sind aber nicht mehr so aggressiv wie vorher. Hey! Die sind echt nicht mehr so aggressiv wie zuvor. WTF? Was zum... Das war ich also aber nicht. Der war knapp. So, und... sorry, wollte gar nicht. Ich wollte eigentlich... Ich wollte zurücklehnen und dann schießen. Dann kann ich kurz nach vorne und zack, geschossen. Naja, das Spiel dann wieder. Wieder mal ein Bulli. Am gegnerischen Torhüter. Warum auch nicht? Scheiße. Ja, Mist. So, dankeschön. Ja, super. Dein Spiel abschießen geht natürlich auch. Das ist gar nicht mal so ungefährlich. Nämlich aus Versehen die Sicht genommen. Jetzt ziehen die echt noch ein Powerplay auf.
So. Schluss mit lustig. Jetzt geht es in die Gegnenoffensive über. Die Gegnenoffensive. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Fuck. Abgeblockt. Ah, hab ich. Ah, Schuss Abprall. Er wollte eigentlich... Stimmt, kann er auch mal antäuschen. Vergesst immer wieder, dass man einen Schuss auch antäuschen kann. Mit R3 in meinem Fall. Also auf den rechten Stick drücken. Die Russen aus Magnitogorsk gewinnen vermutlich hier das Halbfinale und ziehen noch nicht in dem Finale des Spengler Cup sein. Oh, cool, dankeschön. Na, was versucht ihr? Was versucht ihr? Was versucht ihr? Was versucht ihr? Bams. Das versuchen sie. Scheiße, schneller reagieren müssen. Ich dachte nicht, dass er den nicht hält. Was ist mit dem Torhüter los? Warum hält er den Schuss nicht? Der reagiert nicht mehr so, wie ich es erwarte. Einfach unglaublich. Dieser Torhüter. Na, dankeschön. Schon wieder. Ich switch hin und her mit R2 zwischen den Spielern. Was passiert? Das ist natürlich gut gemacht. Was passiert? Er gibt mir einen Spieler, der hinterm Gegner ist. Aber der Gegner ist ein Voranstürmer. Bringt mir doch nichts, wenn der hinter ihm steht. Aber auch einen, der hier hinten ist. Also hier bei mir zu, nicht beim Gegner zu, meine natürlich. So, dass meine Defensivleistung mit dem momentanen sind noch gut. Ich weiß, Eigenlob stinkt und so, aber war da schon mal schlechtere. Was war das jetzt für ein Schuss? Das war doch nix. Das war gar nix. Du, du, du. La, la, la. Gut reagiert mit der Torhüter. Das war's, liebe Sportsfreunde. Die Russen aus Magnitogorsk haben es mit einer späten Aufholjagd, aber auch einer glücklichen Aufholjagd zum Ende des zweiten Drittels doch noch geschafft und schlagen verdient die Tschechen mit 4:1. 4 Tore in so kurzer Zeit aus so unmöglichen Positionen, dass man sich fast schon fragen muss, war das Schiebung? Nein, es ist Realität. Das ist russisches Eishockeyspiel, das ist Spengler Cup, das ist einfach nur geil. Sponsert bei Schenker Store oder was? Egal. So, nochmal ein paar Highlights aus dem Spiel. Das erste Tor gefällt durch die Tschechen relativ früh im Spiel, denke mal in der 2. Minute. Und dann aber kamen die Russen zum Ende des zweiten Drittels so richtig in Fahrt. Und es flogen die Tore, wie sie mal fliegen sollen, wie sie müssen. Und sie fielen noch viel verreckter. Ja, ich glaube, da sieht der Torhüter ziemlich alt aus. Freunde, wir haben es geschafft. Die Russen sind weiter, wir sind weiter, alle sind weiter. Solche Schüsse will ich öfter sehen. Tor per Wristshot. Wristshot heißt der, okay. Ja, würde ich auch gerne häufiger sehen. Verwenden. Ja, das will ich. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. So, Tag simulieren. Ich würde sagen, alle sind hier fertig. Alle Halbfinale sind gespielt. Das heißt, wir haben nur noch das Finale. Trotzdem mal ganz kurz noch einmal speichern. Neues File erstellen.
Vielen Dank dafür auch. So, und einen halben Tag simulieren wir. Jo, damit Tag simulieren. Ja, es sind natürlich alle simulieren hier, weil sie haben nichts mehr zu tun. Es sind jetzt noch 2 Teams hier im Turnier, und zwar der Harte Davos und Metallurg Magnitogorsk. Schweiz gegen Russland, das verspricht Action, das verspricht Spannung, das ist einfach nur Spengler Cup, wie er auch immer sein sollte. Ihr seid in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Dann werde ich eben, wie bereits erwähnt, auf Profi stellen, das wird lustig. Auch die dritte Länge, glaube ich, auf 4 oder sogar 5 Minuten erhöhen, das heißt, es wird ein bisschen länger werden, der Part dann, aber es ist auch der letzte Part, da gibt es noch ein Spiel, das Finale. Am 31. Dezember zu Silvester wird das dann sein und jo, mal schauen, wie es ausgehen wird. Und vor allem natürlich, wie ich mich blamieren werde. Oh Mann. Ciao, ciao.